Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die heintige und amolige Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyidishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Guten Abend, der hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline. Das reizt euch Meir David. Auf unser heutiges Programm haben wir den großen Cover zu präsentieren ein Interview mit Ruth Weiss. Sie ist sehr gut bewusst auf der jüdischen Gas. Sie ist Martin Peretz Professor of Yiddish Literature and Professor of Comparative Literature bei Harvard emeritiert. Letztens hat sie gedient bei der Tikva-Organisation wie Distinguished Senior Fellow. Sie hat nicht lang zurück herausgegeben ein Buch wegen ihr Leben, Zechronis, Free as a Jew, a Personal Memoir of National Self-Liberation, versteht sich auf Englisch. Und das hat herausgegeben von der Verleger Wicked Sun, dem 21. September 2021. Ich und sie haben gehalten ein Schmus dem 10. Juli auf Zoom und ich habe sie gebeten vorzulehnen ein Auszug von ihr Buch und zu schmusen ein bisschen wegen dem und ein bisschen wegen ihr gar interessanten Leben. Später im Programm will wir hören dem Auszug, das ist basiert meistens auf ihrer Beziehung mit dem Chosheven Dichter Avram Sutzkever. Ich hoffe, sie wird Hanoah haben. Ruth Weiss, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Ich will euch verbeten, öfter sich allein vorzustellen auf einen Fuß in Kurzen, weil hat ein gewaltig interessantes Leben, aber hat angeschrieben ein Buch wegen sich allein, es könnte geben einen kurzen Einführung zu sich allein. Ich suche nicht zu sein, die Themen von meinem Buch, der Remes gesagt, ich bin, versteht sich, ich schreibe Memoir wegen sich allein, sich Reines wegen sich, heißt es schreiben wegen sich, aber mein Buch ist beätzem ein Buch wegen das, was ich habe durchgelebt. Und ich habe gewollt, also das so Tage beschreiben, andere. Und die Zwiebel, wo ich bin ausgehodet geworden. Ich habe gewollt sein an Edes. Das Buch ist nicht so privat. Ich schreibe nicht keine Sache wegen meine, was soll ich sagen, die größten Überlebungen meine habe ich nicht beschrieben dort.
Es ist nicht gewesen, Kedei zu beschreiben sich und meine Psychologie und so weiter. Ich wollte stehen wie ein Edes. Und an Edes zu gewaltigen Masel, was ich gehabt. Ich bin geboren geworden in Czernowitz in 1936. Die Eltern haben beschlossen, antläufen. Punkt, wenn man nicht gemusst antläufen. Wir sind angekommen mit Großmasel in Montreal. Das hat alles gehabt zu tun mit Glück, mit Beschlüssen, was andere haben gemacht, was sie seinen gewinnen, die größte Chachomim. Und sie haben gehabt so viel Mut, sich unterzunehmen, also einen gewaltigen Überbruch in seinem Leben. Wir sind angekommen in Montreal. Dort habe ich euch gehabt, Marcel. Man hat mich geschickt in die jüdische Volksschule. Die jüdische Volksschule, was ist das also eins? Nun, es sind gekommen junge Leute, junge Männer mit 20 Jahren früher. Und sie haben gesehen, als in Montreal, sind nicht doch in allgemeine Schulen, also sind da in die Vereinigten Staaten. Vereinigte Staaten hat man Public Schools. In Montreal hat man nicht gehabt, keine Public Schools. Man hat gehabt katholische Schulen und protestantische Schulen. Die protestantischen Schulen sind gewesen auf Englisch, die katholischen Schulen sind gewesen auf Französisch. Und da sind gewesen zwei besondere Gestalten. Zwei Religions, zwei Sprachen und zwei ethnische Gruppen mit eigener Geschichte. Also als die Juden sind angekommen und Gesetz hat beschlossen, als die Juden wollen gerechnet werden für Protestanten. Das heißt, wir wollen nicht besuchen die französische katholische Schule, wir wollen besuchen die englische protestantische Schule. Nun, sind gekommen jene junge Leute, die sind gewesen Immigranten mit etlichen zähnlichen Jahren älter, wir sind angekommen und sie haben gesehen, was es tut. So haben sie gesagt, hey, was sollen wir nicht schaffen, da keine jüdische Schulen? Da sagen wir sind nicht Protestanten und wir sind nicht Katholiken, wir sind Juden. Es haben sie gebaut, jüdische Schulen. Und es sind gewesen etliche jüdische Schulen. Das jüdische Volksschule ist bloß gewesen eine von 7, 8 Schulen, was haben existiert in jener Zeit. Aber das hat geheißen die jüdische Volksschule. Und das ist gewesen eine so wunderliche Schule. Ich meine, das von jetzt, dass ich gucke zurück, dachte sich mir, als die sammelfähigste und intelligentste Lehrer, was ich aber mal gehabt, seine gewähnt die Lehrer in die jüdische Volksschule in meine jüngsten Jahren. Ich bin damals durchgegangen in Mittelschule. Es sind nicht gewähnt keine Kursen. Das heißt, es ist bis im 7. Jahr. Es ist bloß gewähnt Elementary School. Damals hat noch nicht existiert keine jüdische höhere Schule. Jetzt hat man schon das zugebaut, aber damals nicht. Sie sind gewesen wunderliche Lehrer und sie sind gewesen ausgeschult das ist doch in Polen, in die Städte und Städtler, was hat sich euch entwickelt, eine neue Erziehungsmittel, neue Texten. Und das haben sie alles gebracht zu uns, die Kinder, was haben gehabt, Masel zu besuchen, ihre Schulen. Und Beschassmeister hat eure Mama geführt jüdischen Salon. Das ist nicht keine Kleinigkeit. Ja, das ist MS. Meine Mama ist gewesen eine Gewalt. Mein Vater hat gehabt die Mittel, ihr zu stützen in dem und sie hat sich untergenommen, zu tun, was man nicht damals gedarf tun, weil es eine gewisse sachfähige, wunderliche jüdische Schreiber und Dichter und Malers. Aber wer hat sie gekannt unterstützen? Wir haben nicht gehabt, keine Regierung, was soll damals geben Geld. Die Kanada-Regierung hat damals noch nicht subsidiert, nicht ihre Schreiber und auch nicht jüdische Schreiber.
hat die Mama genommen von Europa ein System, was hat geheißen Pränumeranten. Und das heißt, als sie hat verkauft Bücher, die Bücher sind erschienen. Das heißt, als Moshe Melech Ravitch hat zugekriegt ein Buch zum Druck, aber man hat nicht gehabt, das Geld zu drucken, die solche Bücher. Ist gedei zu sammeln, das Geld, hat sie verbeten verschiedene Menschen, wenn wir sagen, ich weiß nicht wie, 50 Menschen, etliche soll geben $10 und von voraus. Und demnach, wenn das Buch wird erscheinen, wird die Mama haben eine Messiebe und alle wollen kommen und sie wollen demnach kriegen die Bücher, für welche sie haben schon bezahlt. Und so hat man getan mit verschiedenen Büchern. Und ihr seht, demnach sind da etliche Bücher, was danken die Älteren, was war sehr Subvenz. Und ja, die Mama hat gehabt, sie hat geglaubt, als jüdische Kultur wird aufhalten das jüdische Volk. Und das ist gewesen ihr Beisteuer. Und so lieb dem hat gekannt sich bekennen mit größer jüdischer Schreiber, nein? Ja, wir haben gehabt, sich zu bekennen mit jüdischen Schreiber. Mein jüngerer Bruder David Roskis, was ist geworden, ein größer jüdischer Forscher, hat beschrieben, wie sich bekennt mit Avrom Reisen. Die Begegnung mit Avrom Reisen gedenke ich nicht so genau, aber ich gedenke sehr genau, wenn Itzik Manger ist gekommen zu uns zu Gast und sitzen dich beim Tisch und trinken dich sein Getränk, weil sie haben, gemacht alle haben sehr lieb gehabt zu halten ein Gläsel in Hand beim Reden. Hat beschrieben, das erste Mal, wenn ist schicker geworden. Das ist hat gehabt, der Teva sich anzuschickern ein bisschen. Oder eine Sache. Ja, ich meine es, ja. Er hat ein Schwerleben. Und ich meine es, ich weiß nicht, ich bin nicht sein Psycholog, aber ich meine es ist nicht gewesen so die Freude von sein Schicker, aber machen dem Eindruck von sein Schicker, von haben zu viel getrunken, hat ihm erlaubt zu sagen verschiedene Sachen, zu sagen schreckliche Sachen. Er getan, man wird nicht gewollt beschreiben, wie hat beleidigt Menschen, was haben ihm getan Guts. Lemoschel Melech Ravitch hat für ihn aufgetan sehr eine Sache, aber hat gekannt beleidigen Ravitch, sei in Schreiben und sei also sitzen dich bei einem Tisch. Und noch ärger, man muss sagen, Rochel Auerbach hat sich makkelijk gewöhnt zu ihm. Sie hat sich untergenommen zu behalten, seine Xaviaden in Warschau. Sie hat getan, ich meine, es ist gewesen, ich weiß nicht, was seine gewesen die persönliche Beziehung zwischen sie, aber ich weiß bloß, was sie hat getan, wie eine Liebhaberin von der jüdischen Poesie für sein Werk. Aber dennoch, wenn sie sich getroffen, noch einmal in London, hat ihr gemacht, allerlei Vorwürfen, hat ihr so beleidigt. Und ich meine, das ist gewesen, ich weiß nicht, etwas am Musach bei ihm. Wem geht es an? Er hat mir gesagt, wem geht es an? Ist ein so wunderlicher Dichter. Ein so wunderlicher Dichter. Ich habe sich Jahren gewalgert in der Fremd. Ich fahre sich walgern in der Heim. Das hat er geschrieben, wenn es gefahren, sich besetzen in Eretz Israel. Ich fahre sich walgern in der Heim. Das gefällt mir so.
der Gedanke, besetzen in Eretz Israel, ja, aber für ihn, ist gewesen derselbe Mensch. Das, gewusst, hat sich genug gut gekannt, als wird sein derselbe Walgerer umgetan. Aber ich habe gehört von anderen Menschen, also sie können ihm nicht Meuchel sein, wie so hat behandelt den Minion mit Rochel Auerbach. Ja, nu, man kann, ja, aber es ist nicht doch in den Teure. Ja, und man kann nicht, öfter wird Peretz gekannt schreiben, der Erzählung, wegen den Teure noch allem. Demut wird mir gehabt, Rochel Auerbach wird gekommen und sie wird gewinnen an Edes für sich. Wird gekannt sich der Berechtigten oder nicht. Und andere wurden gekannt beschreiben des Szenes. Aber man wird gewollt ihm gedenken, wie der Emes, der Dichter, was hat da so viel aufgetan. Stellt sich vor, als in Warsche in die 30er Jahren, wenn es gewesen eine schreckliche Zeit, eine gefährliche Zeit. Menschen haben sich gefühlt sehr deprimiert. Und wir können jetzt anheben zu vielen Punkten selber. Ja? Wenn es seht euch, als die Welt ist Meschuge und versteht gar nicht, ja, hat Demut geschrieben, die Megillah-Lieder. Und die Megillah-Lieder sind gewaltig. Mir letztens mit der ganzen Sprache sind wir gegangen und wir haben da gesehen eine Vorstellung von den Megillah-Lieder. Es ist eine äußergewöhnlich. Jetzt, wenn man so eine neue gehabt, ja, das ist ein sehr wichtig und ein großes Werk. Das ist Itzik Manger. Ja, wir müssen ihm danken für alles, was er getan hat. Nu, hat ein langer Regime von Schreibers, welch hat beschrieben sehr gut in euer Buch. Und wir haben viele nicht gehabt auf meiner Liste, Itzik Manger. Ist eine Sache, was ist interessant für mir, wie ein Mensch, was hat lieb Popmusik und Rockmusik, ist der Indien mit Leonard Cohen. Ich habe ihn abgeschätzt wie ein Singliederschreiber, ein Musiker, aber ihr habt ihn gekannt wie ein Chaver und wie ein ernster Poet und euch Schreiber von Prosa in Kanada in eurer Jugend und euer junge Erwachsenenjahren. Könnt ihr ein bisschen uns geben, euer Blick auf Leonard Cohen? Und öfter für Jiddischisten und Liebhaber von seiner Musik ist es, könnt ihr sagen, Sie meint es Kedai zurückzugehen zu seiner Poesie und Prosa von den früheren Jahren? Nun, ich habe geschrieben wegen ihm ein Essay und 2 Essayen, haben es gesagt. Und ja, ich wurde vorgelegt, dass ich kann nicht beschreiben, als was ich damals geschrieben, wegen unserer Jugend zusammen in Montreal. Wegen herausgeben sein erstes Buch von Lieder, Let Us Compare Mythologies. Ist gewesen, man hat erkannt, viele, wenn wir sind gewesen in McGill zusammen, in der Universität zusammen, hat man gekannt erkennen, als er ist ein Dichter. Er hat sich genommen sehr ernst. Und wenn unser Bashutfestiker Lehrer Louis Dudek, was ist auch gewesen, ein Dichter, hat beschlossen, als wird herausgeben eine Serie Bücher, McGill Young Poets, hat angeheben mit Leonard Cohen. Das erste Buch hat gedacht sein von Leonard Cohen. Aber ich beschrieben damals in dem Artikel, was ich habe geschrieben wegen ihm, wie ich habe genommen mein Mames Muster von Pränumeranten und ich habe verkauft 200 Kopies von dem Buch, Kedei Louis Dudek soll haben das Geld herauszugeben, das Buch. Also es ist gewesen, ich kann sagen, es ist gewesen als Schutfeste zu seiner ersten Ausgabe. Er versteht sich ein wunderlicher Dichter. Ich habe geschrieben,
ich muss müde sein, als ich habe geschrieben, My Life Without Leonard Cohen. So heißt das Artikel, My Life Without Leonard Cohen, weil es ist nicht gewesen wegen ihm. Ich habe gewollt beschreiben, was hat beschlossen zu tun und wie anders ist gewesen mein Lebensweg. Weil ich habe ihm damals verstanden, als hat beschlossen, als will nicht sein kann intelligent und will bichlal nicht haben zu tun mit Ideen, mit Wissenschaft, nicht bloß mit Wissenschaft, aber Ideen, befragt politische Ideen, wie man darf sich, was wird sein mit das jüdische Volk, jüdische Unternehmungen, jüdische Wissenschaft, jüdische Kultur. Das hat ihn nicht so interessiert. Hat gesehen, als sein Weg ist Dichtung und hat gewollt herausgehen in der breiten Welt und hat gewollt werden ein Volkssinger, aber für die Welt. Und das ist ein Beschluss. Und ist noch gegangen, sein Weg. Und ist geworden, ist mächtig in das, was hat sich untergenommen zu tun. Ich meine, als die Prose, was hat geschrieben, ist nicht so wertig. Mir interessiert es weniger, viele von einem ästhetischen Guckwinkel. Ich meine nicht, dass es ist wichtig. Die Poesie von den ersten Jahren ist sehr wunderlich. Und ist geblieben ein Poet. Und ich meine, also seine Musik ist wunderlich, aber die Musik ist gebaut auf die Wörter. Und die Wörter sind gebaut auf seine Persönlichkeit. Das ist, man kennt viel den Mensch. Wer ist gewesen, wer ist geworden? Und dennoch hat sich ein bisschen interessiert in jüdische Unionen. Und ist, ich habe nicht gesagt, dass ist zurückgegangen zu seinen Mekeuren, aber hat wie ein Dichter, suchendig seinen dichterischen Weg, hat sich als Mehrer in der Älter vertieft, wieder einmal in verschiedene Aspekten von seiner Jüdischkeit. La Moschel. Nur La Moschel. Ich weiß, dass wenn die Yom Kippur Milchome zu rausgebrochen, ist gefahren von Griechenland, wo ist gewesen, ist gefahren kein Eretz Israel. Und hat dort gespielt für die Soldaten. Ist von jenen paar Tagen, was dort verbracht, hat man jetzt gebaut Filme, Bücher, weil man kann sehen, als hat eine Spur auf die Soldaten, was einen dort gewesen. Also wie Bing Crosby und Bob Hope pflegen vorn, weiß doch, zu singen für die Soldaten in Europa in der Zweiten Weltkrieg. Also ist Leonard Cohen gefahren von Griechenland zu spielen für jene Soldaten in Eretz Israel. Das ist gewesen sein größter Beitrag zum jüdischen Volk. Mein Weg ist gewesen im Ganzen anders. Es ist nicht zu vergleichen, es ist bloß zu sagen, also es ist eine große Welt. Und wir haben damals, das Wichtigste ist, als damals haben wir sich beide gefühlt als so frei. Also die Welt ist noch gewesen für uns als so offen, als wir haben gekannt, während das, was wir haben gewollt. Und man hat sich gewollt, vertiefen in Jüdischkeit, bis noch, ja, hat man es gekannt tun. Und haben lernen jüdische Literatur in die Universitäten, schreiben Bücher wegen dem, machen von dem ein Fach und werden ein jüdischer Professor oder Intellektual. Wir haben es, ich bin gewesen, Hunderte, wie ich, was haben es getan. Oder sie hat was getan. Man hat gekannt nehmen, das, was man ist, und werden ein Singer für die Welt. Und keiner hat ihm nicht gerufen, Jid, und keiner hat nicht angeheben, schreien wegen ihm als Zionist. Es ist gewesen eine andere Gruppe und das muss man bei MS anerkennen. Hat
gehalten Kontakt mit ihm bis zum Sof? Ja, ja, und mein letzter, ja, und Punkt, also ich habe geschrieben, My Life Without Leonard Cohen, habe ich noch sein Tiere, noch dem wir ist nifter geworden, habe ich geschrieben, ein zweites Essay, was hat gesagt, my Life with Leonard Cohen. Und das hat beschrieben, die letzte Zeit, wenn wir haben deswegen angeschlagen einen Kontakt noch einmal. Kedai zu lernen. Hat beliebst Lied von Leonard? Na, ich will das nicht sagen. Auf meine Lieder sind von den ersten Jahren. Yeah. Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I will try in my way to be true. Man darf nicht haben, kein Geist. Ja, das, die erste Lieder, was gesungen, versteht sich, seien von mir die Lieder von meinen Jahren, ja. Our close family friend and my sometime teacher, Melech Ravitch, had written ahead to his fellow poet Avrom Sutzkever in Tel Aviv to let him know that we were coming. Beyond his literary fame, Sutzkever's biography had made him legendary. He had begun writing in his teens in Vilna, then one of the most culturally productive cities in the Jewish firmament, and published 2 books of poetry before he and his wife were incarcerated in the Vilna ghetto in 1941. There he managed the seemingly impossible. With faith in the deathlessness of great poetry and in himself as its creator, Sutzkever had continued writing even as he and his wife also worked in the underground resistance. A Lithuanian partisan leader and courier had delivered several of his poems to the Jewish Anti-Fascist Committee in the Soviet Union, which dispatched a small plane to a landing strip near the forests to airlift him and his wife to Moscow. And it was Sutzkever's report on the Vilna ghetto that was the first news of the fate of Polish Jewry to be featured in the Soviet media. After the war, Sutzkever testified at the Nuremberg trials and was then repatriated to Poland with his wife and the daughter born to them in Moscow. From there, they went to France, and with the intervention of Golda Meir, who was then Golda Meyerson, to British Mandate Palestine in 1947. So he arrived just before Israel declared its independence and undertook his own act of literary resurrection. In Tel Aviv, he founded a Yiddish quarterly called Die Goldene Kette, the Golden Chain, signifying the unbroken chain of Jewish tradition and his intention of maintaining Jewish creativity in the land of Israel. Sutzkever seemed to personify Jewish history in the making. Though I was not yet familiar with much of his work, I would have wanted to contact him even without Ravitch's urging. His powers were immediately apparent. When I called, he asked us to meet him outside the printing plant where he was correcting page proofs. Medium height and build, in his vigorous early 40s, he emerged into the blazing sunlight in shirt sleeves and a peaked cap. Had I not recognized him from his pictures, I might have mistaken him for the plant foreman. Shaking hands, his grip was much stronger than I had expected, and it belied the world-wearier images I had formed of poets. He told us that he had no time to spare just then, but invited Len and me to join him and his wife at a wedding the following evening. The children of his good friends were being married and would surely welcome us among their friends, he said. This was a sentiment that my husband and I very much doubted, but Sutzkever's wish seemed everyone's command. When we showed up at the wedding, we were indeed treated as favored guests, and a couple of days later, he suggested that we should all travel together to Ein Gedi, the oasis where David
had hidden from King Saul. The most dramatic rendezvous I arranged for Sutzkever during his stay in Montreal was a secret meeting with Max Weinreich, who was to fly in from New York for an overnight stay. The two men badly needed seclusion and shunned any public knowledge of their reunion. Sutzkever had been Weinreich's protege in Vilna, and now the balance had changed. Sutzkever was the one with hard-won knowledge of Jewish Vilna in its death throes. As Len and I drove with Sutzkever in the car to pick up Weinreich at the airport and then straight to a hotel at the foothills of the Laurentians, I felt that I was setting up a historic tryst. We installed them there and returned late the next day to take Weinreich back to the airport. During the trips there and back, they spoke in the back of the car with a respectful intimacy more intense than any love I had ever witnessed. As his departure neared, Sutzkever asked me what I intended to do in the coming years, implying that I was not destined to work at the Canadian Jewish Congress forever. I said that I might resume study of English literature. Why not Yiddish literature, he asked. I laughed and I said, what would I do, teach Shalom Aleichem? Before the words were out of my mouth, I wanted to retract this implied insult to Yiddish and the Yiddish master before me. I had been studying Yiddish literature for years. I had attended lectures by Yiddish poets and writers. I had met some of the greatest of them in our parents' home. I had just arranged the tour of one of the great poets of our time. How then could I have said what I said? Well, the absence of Jewish subjects in the college curriculum had evidently suggested to me that Jewish subjects did not belong in the college curriculum. To save face, I tried to explain that there was nowhere I could pursue such studies. But Sutzkever had apparently anticipated this and said that Professor Uriel Weinreich at Columbia University was offering scholarships to students of Yiddish language and literature, and I would surely be admitted to his program. Uriel was Max Weinreich's son and already a distinguished linguist in his own right. The next day I called, and I began my studies at Columbia in the winter of 1960. I was so used to charting my own path that I was sure marriage was no impediment to my plans, and that Len would not object to my getting a graduate degree in this non-existent field. I also failed to notice the agents of destiny's shaping hand. From the Sutzkever-Weinreich correspondence, later published in Die Goldene Kate, I would learn that during their retreat, the two had talked about recruiting for his son's Columbia program, and they recognized in me a fish eager to take the bait. I had simply fallen in with their plan. A wunderlicher Überblick über Sachteures von Jiddischkeit und eine Hand gehabt in der Geschichte von Jiddisch, speziell in der Akademie. Es ist interessant, was ihr sagt, weil ich weiß, dass ich habe geschrieben ein Buch wegen die zwei jüdische Dichter, zwei jüdische Poeten in New York, wegen Manny Leib und Moshe Leib Halpern. Und ich habe damals gesucht, kollerlei Protim wegen sehr Leben. Und es ist mir gewesen sehr schwer zu finden, als solche, was soll ich sagen, Sichroines. Sie sind alle gewesen in einer Stadt. Man hat sich nicht übergeschrieben, kein Sachbrief. Sie haben geschrieben, bloß wenn einer ist gewesen krank und ist weggefahren an das Sanatorium. Und von Sanatorium hat man einmal geschrieben Brief. Aber also ich habe ständig gemeint, das ist sehr wichtig zu schreiben, solche Sichroines, private, kleine Sichroines, wir sollen Poshet übergeben, wie es hat sich gelebt in jener Zeit. Aber ich habe sich bekannt mit den Kindern. Ja, die Kinder, die Almones, was haben noch gelebt. Ich habe alle Menschen gesucht.
Ja, aber sie haben nicht geschrieben. Reuven Island ist der Einzige, was hat geschrieben, Zichroines. Nicht der Einzige, aber er hat geschrieben, Zichroines und Manni Lebensfreu. Rachel Wiprinski hat geschrieben, ein Buch wegen ihr Zichroines. Ein Gewinn Zichroines. Aber ich will bloß bemerken, als solche Beschreibungen, was, wenn man lebt sie über, setzt es euch zu seiner Kleinigkeit. Aber wenn es ist wegen Imitzen, was man darf sich bekennen mit dem Mensch, ist die kleinen Anekdoten kennen, haben einen größeren Wert. This is WUNR Brookline. Über oder anunter Mischbuche ist blind, aber seht schwer, aber ist druckverkrippelt. JBI können helfen Menschen haben ein Zutraut zu jüdischen Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grieß-Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr als 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibray.org 1-800-433-1531. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WUNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot HaNoye! Chushevel Zioer, du redest Yankele Bodo von Israel. Das ist das Jiddische Kohl von Boston. Ich will sein zufrieden, weil wir wird mich ehren. Und ich will gar sein zufrieden, weil wir wird beschreiben. Sie hat mich geehrt, sie hat mich gesehen. Und ihr könnt mich treffen im Internet. Und ich will sein zufrieden, weil wir werden sich wiedersehen. Wolke, wenn euch interessant zu hören wegen Baschewisen und Chaim Grade. Oh nein, wir haben nicht genug Zeit. Ich bin euch sehr, ich danke euch sehr, aber ja, es ist doch sehr eine Sache, zu singen und zu sagen, wegen unserer großen Schreibers und Dichters. Wir sind in gebencht, ihr wisst doch, dass das ist, es ist unausschöpfig, das, was wir haben in der jüdischen Literatur. Aber es ist also ist ein großes Thema, aber ihr habt allein gehabt persönliche Kontakte mit sie, was ihr beschreibt, sehr wunderlich und sehr interessant. Nicht allemal so eingenehm bin ich Chaim gerade, aber mit Baschewisen ist interessant, was ihr seid gewöhnt von die Gezählte, was haben ihm sehr abgeschätzt und er hat viele arrangiert, dass er soll sein bei ihr Kinds Pidyon haben. Ja. No, das ist gewesen eine Gelegenheit. Ja, wir sind gewesen damals in Montreal und ich habe sich bekannt mit Israel London. London ist gewesen der Verleger, hat der größte jüdische Verlag in New York damals. Herausgegeben jüdische Bücher. Und ich habe sich bekannt mit London. Wenn ich habe gelernt, wenn ich habe studiert jüdische Literatur in Columbia, habe ich sich bekannt mit London. Ein sehr interessanter Mensch. Und als wir gewollt zugreifen nach Pidyon Ben, ist gewesen ein Kohen. Habe ich ihm geklungen in New York und ich habe ihm verbeten, London verbeten, als soll sein der Kohen auf unser Pidyon Ben. Hat London gesagt, so was darfst du mir haben? Punkt demult fort Bashevis in Montreal halten eine Rede. Ich soll sein bei euch der Kohen. Habe ich geschrieben in einem Brief in Vorwärts und hat mir geschrieben eine wunderliche Briefele von Vorwärtspapier und sagt, hat noch keinmal nicht gewähnt, kein Kohen, aber es ist schon so alt, dass es kann mir schon nicht schaden. Es kann mir schon nicht schaden, zu seiner Kohen ist gekommen. Ist gewesen, ist sehr schämhaftig.
persönlich ist gewesen schämhaftig, zurückgehalten. Alle haben ihm sehr, seinen gewesen Lehners und Liebhabers, und ist gewesen wunderlich. Und hat genommen, mein Mann ist gegangen in die Bank und hat gekauft die 5 silberne Matbeas, was man hat gedacht, bezahlen dem Kohen. Nun, ist demnach, wenn man... Das ist ein Teil, muss man verstehen, von Pidina Ben, ja? Ja, entschuldigt, ihr darf aufsuchen, sollen eure Zuhörer lernen, wegen was es kommt vor. Wir sind nicht gewesen so fromm, aber wenn unser Bechor ist geboren geworden, ich muss sagen, als Dämmelt habe ich gefühlt als Sesamatone, als wenn man gewollt abgeben Covid und habe mal Pidina Ben ist nicht gewesen so eine Feierung wie zu stehen in der Geschichte von das jüdische Volk. Und Bashevis hat es euch gefühlt. Wir haben gelernt die Texten und mein älterer Bruder, Olav Sholem, ist gewesen der Fotograf und hat genommen die Bilder und ein Bild befindet sich im Buch von meinem Mann und Bashevis, wie sie lehnen vor die Werte von Pidina Ben. Und mein Mann hat ihm gegeben die silberne Matbeas, damals ist geworden, Bashevis hat so, was soll ich tun mit dem? Und er ist herumgegangen, also wie das, was soll ich tun mit dem? Er hat nicht gewusst, habe ich gesagt, tu was du willst. Es steht nicht geschrieben, was man soll tun mit dem Matbeas. Es ist für euch, ihr seid der Kohen, ihr mögt tun mit dem, was ihr will. Also sicher, es ist sehr, also wie er hat sich geschämt, also wie das eine nicht gewinnt, also wie er hat nicht genug verdient zu haben, die deutsche Matthäus. Herr Kitzer, könnt ihr ein bisschen beschreiben, was ihr tut jetzt? Ihr habt letztens, dachte ich, ein Buch oder wieder einmal ein Buch herausgegeben. Ja, ich kriege zu einem Buch, im Yirtzeh Hashem, 20 Kapitel, wegen der American Jewish Intelligentsia. Und bisher hat man geredet wegen der New York Intellectuals. Und das hat Irving Howe einmal beschrieben, die Gruppe, was hat sich geschaffen, herum 2 große Anstalten, wollte ich gesagt, herum Commentary Magazine und herum Partisan Review. Und das sind gewesen literarische Journalen. Und the New York Intellectuals sind gewesen eine Gruppe, was hat sich geschaffen, ich meine, sehr nicht formell, aber was hat sich geschaffen herum dem. Und das hat geheißen, the American Jewish Intelligentsia. Aber ich habe mit Abraham Kahn, der Redakteur von Vorwärts, der Schaffer und der Redakteur von Vorwärts. Und ich endige mit Saul Bellow. Also es ist eine Sache, es ist eine Sache breiterer Vernehmen von der Thema, die American Jewish Intelligentsia. Und es schließt ein, die jüdischen Schreiber, also wie Leivik und Gladstein und Moshe Leib Halpern, bloß wie ein Beispiel von anderen. Das heißt, es ist sicher nicht alle, bloß ein kleiner Teil. Und euch die zionistischen Schreiber, Marie Sirkin und Maurice Samuel, was man not say, käme nicht eingeschlossen in der Gruppe. Gott sei Dank ein gewinn größere Intellektuellen von jener Kufe. Ihr versteht, also ist meine Hoffnung, als ich kann da beschreiben, eine Intelligentsia, was ist eine Sache breiter und ähnlicher, wurde gesagt.
Das sind die Tage gewesen, die größten Intellektuellen von 100 Jahren von jüdischer Kultur in Amerika und von Amerikanerkultur, weil sie sind alle gewesen, immer Amerikaner. Sie haben eine Sache getracht, wegen was es heißt, nicht bloß zu sein ein Jid in Amerika, aber sie haben getracht wegen Amerika, was kommt vor da. Und Bechlal sollen sie nicht gewesen, kein Teil von der Akademie. Oh, das ist sehr wichtig. Also Marie Sirkin und Irving Howe und etliche, und viele Saul Bellow sind geworden Professoren in der Universität. Aber ihr habt gesagt, der Iker ist, als sie sind gewesen Intellektuellen, es hat sich geschaffen, ein Traum von jüdischen Limudim in die Universitäten. Weil Kolzmann es nicht gewesen kein Postens für Intellektuellen, für jüdische Intellektuellen in Universitäten, hat man gemusst suchen andere professionelle Möglichkeiten. Man muss doch essen, man muss doch verdienen. Hat man damals geschrieben, man sagt mehr für Zeitschriften und man hat gehalten Redes für ein Publikum und so weiter. Es gibt verschiedene andere Möglichkeiten. Aber also bis um sich geschaffen Postens in die Universitäten, sind die Menschen, die haben gehabt eine Neigung zu solche Arbeiten, sind weg in die Universitäten. Und heutzutage wurde gesagt, man findet so nicht das, was ich gerufen an Intelligenzia. Sicher die Menschen, die lernen heutzutage in jüdischen Limudim in den Universitäten. Meine Kollegen in den Universitäten sind gewesen zwischen sie sehr interessante und feine Menschen. Euch nicht so interessant und fein, aber euch interessant. Aber an Intelligenzia, forget about it. Academics, wollte ich gesagt. Academics, aber not intellectuals. Okay, ich muss euch losen gehen, aber zum Schluss, wie ihr seid, kann man euch nachfolgen. Ihr seid noch als bei Tikva? Ja, ich lerne durch Tikva und ich meine, als Kursen, ich habe schon, sie haben gewollt zugreifen, Kursen, die sollen sein für alle Menschen, also für ein allgemeines Publikum. Und das kann man finden durch Tikva, ja. Und ja. Das stellen einen Link in unser Podcast Notiz. Schönen Dank für die Verbettung. Ich sage, ja. Ein großen Dank, ein großer Covid. Ich hoffe, wir wollen können reden noch einmal in nicht so lang. Wir haben eine lange Zeit nicht gehalten ein Interview. Ich gedenke Ihr Interview mit Chassia Segal, Oliver Shalom Mestama, mit 30 Jahren zurück. Wenn ihr seid nur was angekommen in Boston. In Boston. Gemacht ein Interview mit dir. Ja. Die Zeit ist sehr giga durch, aber von deswegen ist es schon am Halach. Seid gesund. Seid gesund. Seid gesund. Adan, Kol Tu. Ihr habt noch was gehört, mein Interview mit Ruth Weiss. Ich will Sie bedanken sehr für ein interessantes Interview und ich will auch auslernen sehr Sache wegen verschiedener Themen in jüdischen Literatur und noch von Ruth Weiss ist sie, wie gesagt, noch als aktiv bei tikva.org. Ihr sollt sich wenden zu der Website tikva.org und suchen Kurses für ihre vielen Videokursen. Jetzt wie gemacht jedes Jahr, merken wir ab dem 12. August, was fällt euch heint, gut bewusst wie die Nacht von der hergete jüdische Schreibers. Und zu lieb dem wollen wir zurückbringen von unserem Archiv eine Präsentation von unserem beliebten Mitarbeiter Oliver Shalom Yosef Lachman von Jahr 2008. Und danach wollen wir hören 4 Lieder in der Ausführung von Emil Gorowitz. Ich bin ein Jid von Itzhak Pfeffer, in Wintervernachten von David Hofstein, die Muse von Peretz Markisch und ein alter Nigen von Leib Quidquell. Ein Dank für den Herrn, teure Zuhörer, und eine gute Nacht. Schönen Dank euch.
Liebe Zuhörer, hat dieser Weg noch ein Jahr, sind dem treurigen, tragischen, blutigen 12. August 1952, wenn in Moskau in die Keller von der KGB ist geschossen geworden die Krone von der jüdischen Kultur. Der Schreiber David Bergeson, der Dichter David Stein, Peretz Markisch, Leib Witko, Itzig Pfeffer, der jüdische Akteur Benjamin Suskin. Und nun gehen wir sich die Doskar-Sorge Geschichte dem 13. Januar 1948, wenn der sowjetische Geheimdienst hat geärgert dem genialen Akteur und Regisseur, dem unermittelten jüdischen gesellschaftlichen Tour Shlomo Mechoels. Nicht schon das erste Mal trete ich heraus für euch in unser Programm in Ordnung für die geärgerte Schreiber- und Kulturtour. Und jedes Mal, wenn bei ihr die dosige Geschehen, zerreißt sich mir mein Herz von Weitung und Verdross. Die Blutblut von jenem Text stellt mir sich vor von mir eine persönliche Tragödie. Noch seien ich ein Kind, ein Schüler in einer jüdischen Schule, in einer kleinen Städtel auf Ukraine, habe sich bekannt mit Itzig Pfeffer, was ist durchgefahren durch unser Städtel. Ich habe gerade das Schieds, muss mit Peretz Markisch und Leib Witko. Ich habe gerade das Vergnügen zu sehen, nur Herren Shlomo Mechoels in Benjamin Suskin, in solche prächtige Spektakel wie David der Milchke, König Lear, Masus Beyom Nashlishi, Freilichs und andere. Unter der Spur von Bergesons beim Dnieper habe ich allein kindweise umgeschrieben, ein Roman. Dies könnt ihr sich vorstellen, wie es ist mir schwer zu reden, wie alle dosige Knäusche. Sie stehen von mir ad vor meinen Augen und sie Echo klingt in meinen Ohren. Die Geschichte wird so immortalisiert, 3,5 Jahre gepeinigt in Moskau Twisse und am 12. August 1952 schossen die ermordete Schreiber, in Kulturtor. Israel, bin ich überzeugt, gut bekannt, unser Zuhörer. Eint wird gewollt, noch der Monen einige Porten für die deutschen Beschuldigungen, was Stalin seine Mischorzen auf dem ausgestellt arrestierte Kulturtour. Zuerst hat man sie beschuldigt, dass es seien nicht mehr mit weniger Spionen und Diversanten, Litaus der Vereinigten Staaten. Aber keiner von den Beschuldigten hat sich nicht müde gewinnen, dass das keine Schuld, weil keiner es nicht versteht, sich begangen als ein Verbrechen. Nachdem wie der Gericht ist nicht gelungen geworden zu erweisen, als der arrestierte Schreiber seine Spionen und Diversanten, ist geblieben ein Schuld, im Gegensatz für Kepler versteht sich, als er sind jüdische bourgeoisie Nationalisten. Was ist das, jüdische Nationalisten? Was hat sie behalten unter der dosige Beschuldigung? Und was? Die jüdischen Schreiber haben geschaffen, sehr Werk auf Jiddisch, haben gewollt mit allen Keuches vergitten die Kultur auf der dosige Sprache. Aber das ist gewesen sehr meluchische Verbrechen. Und was meint ihr? Die verpeinigte, ermutete Schreiberkulturtour, abwarten durch mit den letzten Keuches, die Beschuldigungen in Spionage, seien sich müde gewesen, als ein Tag die jüdischen Nationalisten, was sie schreiben und treten heraus an der Szene auf sie Mameloschen auf Jiddisch. Ich meine, als seien sich müde in so Verbrechen wie jüdische Nationalisten, und der Sierte getracht, als für eine Sache vermischt wird nicht kein Mensch, was tut. Sie haben sich nicht gekannt vorstellen, als der Fall, was sie verrieten, die jüdische Sprache und die jüdische Kultur, wird man sie also sorglich abbrechen mit sie. Oder der Gericht, als geführt, anders. Jede nationalistische Tätigkeit ist eine antisowjetische Tätigkeit, und gepassend der Hauptrichter. Und der Pfarr sind die jüdische Kulturtouren vermischt geworden zum Tod.
Ich will euch überlehnen, dort steht das Lied in jüdischen Wort, wo der Dichter geht über seine tiefe Gefühle, was ruft bei ihm heraus, unser Mameloschen. Da wird da stehen in jüdischen Wort. In jüdischen Wort, wie es ist wild, wie es ist mild, wie es ist teuer, ist voran als Ruf zur Beneigung, ist voran als ehrlicher Feier, als Winden, was ziehen auf weltliche breite Barotten, können nicht verblasen sein glühenden Schotten. Und Aschen und Kufis nicht können sein Zunter vergräuen, sein Munter und Zunter, was sich auf Stillkeit von Leuen. In jüdischen Wort, was sagst du aus von den Zwangen, was unruhig sucht sich nach Felder und Steppes, ist voran schon die sichere, ruhende Breitkeit von Epes. Und nicht nur bei Elke Schomre, im Wort bei der Poste Itas, sich der eine von stolze Gesangen von Schnitters, sich der Unsog auf muntere Klangen von Scheier. In jüdischen Wort, wie es ist mild, wie es ist wild, wie es ist teuer. Jetzt ein Lied von Itzig Pfeffer, mein Tate. Ich will überlegen einen kleinen Auszug von ihr. Das ist ein größer Schott, was ich kenne, sie nicht überlegen im Ganzen, in langer Zeit. Die Ballade ist ein prächtiger Leib gesagt, dem Dichters Vater, wenn seine Rusche bei mir sich zu verhüten, sein übergegebener Sohn. Die Ballade hat Itzig Pfeffer verfasst in der Zeit von der Zweiten Weltkrieg in 1943. Itzig Pfeffer, mein Tate. Nicht wenig Freund hat jeder Mensch, nicht wenig Freund und gute Schänen. Chaverem, Mitkämpfer a Sach und Blaus a Taten hat man einem. Und glücklich ist der Mensch, was kann die spätere Gedäure sorgen. Ich hab mich stolz durch Tag und Nacht dem Tatens Namen durchgetragen. Und der, was schreibt die Lieder, die wird gern mit darin gewiesen, wenn's wird das Baskelt und erklung, die alte Augen seine schließen, ihr losen sich einen weiten Weg in stillen, ruhigen, glatten. Wie schöne Jonte wird sein die erste Send mit seinen Taten, in Seder Ewige von Ruhe, in ohne Zeit von letzten Treue, wie schwer, wie gering ist jener Weg, was wird zur Ewigkeit zu gräuen. Der Wein von deures dicken Deue hat mir gestarkt im Wanderweg. Die Beise Schwert von Pein und Treue hat nicht vernichtet mein Vermögen, mein Volk, mein Glauben und mein Blühen. Sie hat mein Freiheit nicht geschmied, von unter Schwert hab ich geschrien. Ich bin Aid, der kluger Knecht von Rabbi Akiva, die Chochme von Jeschaias Wort, haben genährt mein Durst, mein Liebe, ohne sie mit Hass zu neu gefahren, der Schwung von Makabeer Helden, war Korbes Blut in meinem Sied, von alle Schein
weiters fleg ich melden. Ihr bin Aid, ihr bin Aid. Und auf zeppiken ist die Sonne, was gereiten quor im Scheun vor mir. Wenn ich unter die Freiheit wohne, nach oben, nach es und nach schier, werde meine Weingärtner verpflanzen, ohne von mein Geurl sein der Schmied, weil noch ab die Sonne im Skäber tanzen. Ihr bin Aid, ihr bin Aid, ihr bin Aid, ihr bin Aid. In Wintervernachten auf russische Felder, wo kennt man sein Ernte, wo kennt man sein Ernte. A Pferdl an Altings, a Skripen der Schlitten, a Schlache verschneiter, und ich bin inmitten. Von vorn verspreit sich am Mietber Weiser, und bei dort se seht is a zendiger Heiser. Dort rämmelt a Chuter versunken in Schneien, zum jüdischen Heisel für Stäschkeler gehen. Dort rämmelt a Chuter versunken in Schneien, zum jüdischen Heisel für Stäschkeler gehen. A Heisel wie alle, nur größer die Fenster, und zwischen die Kinder, dort bin ich der Älteste. Und eng ist mein Weltel, und klein ist mein Rädel. In 2 Wochen einmal von Chuter in Städtel. Und Bänken und Schweigen von Felder, von Breite. Von Wegen und Wegler verschneite, verweite. Und Trogen in Herzen verborgene Wehen. Von Säumen, was warten und warten auf Sehen. Trogen in Herzen verborgene Wehen, von Säumen, was warten und warten auf Sehen. In Wintervernachten auf russische Felder, wo kann man sein Ernte, wo kann man sein Ernte?
Wo kennen sein Ente? Wo kennen sein Ihr gedenkt nicht, was später, was früher, auf a Chwale in a Cholem verschwindig, no die Mame, sie steht neben mir, wie amol, wie bei Nacht in der Kinderheit, in der Kinderheit. Wenn sie hat nicht gewusst, zieh ich schlaf, wenn sie hat nicht gewusst, zieh ich Atem und a Raab von dem Bett und a Loch. Und von Schreck, nicht gewusst, wo a Trotten, Auf der Chwale ihr blassliche Hand, mit a Rier, mit a zarten Mieden, oi hob sie dem Nigen der Mond, was mit ihm, sie verwiegt ho die Kinder, winden sich ohne nach Schier und befallen das Lied, das beginnt. Nur die Mama, sie steht neben mir wie amol, wie bei Nacht in der Kinderheit, in der schreit durch der Pan zu dem Scheures, na ja, Marsch und Käuf Ochsen dem Kolz. Hat Nachmen genommen dem Beitel mit Geld, dem Stock in der Hand und gegangen in der Welt. Geht und a Stade der See und Pastecher liegen und singen an Nigen. Tra-la-la-la-la-la, 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 tra-l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 a. Ot Nachmen vergessen im Porzes Rinder, im Porzes Rinder, im Weib und in Kinder. Und tut sehr frag, ei Choschewelei, was kostet das an ihm bei heintiger Zeit? Sogen die Pastecher, 7 Prialen tut Nachmen Batzon und geht mit Nigen seiner Welt. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la,
la 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 la. Geht und a Beide der See und Klezmer dort liegen und singen an ihn. Vergessen im Porzes Rinder, in a Porzes Rinder im Weib und in Kinder, und tut sehr frag, ei freiliche Leid, was kostet das an Nigen bei heintiger Zeit. Sogen die Klesmerlech, 13 Prialen, 13 Prialen tut nach dem Batzon und geht mit Nigen seine Weg. Ai, 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 vor Markt zurück heim von der Rinder, kommt die Mann gegen's Weib und die Kinder. Was hast du Nachmen gebracht uns vom Weg, wo seinen Mann die Matone sich fragt? Beigt ein, fahren Weib und dem Kopf, öffnet das Mäul und singt ihr Rohr. La 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Nimm das Weib die Haar auf sich reißen, mit der Fatschele dem Mann nimmt sie schmeißen. Da kommt der Poretz und stellt sich weg und auf die Ochsen tut ihm frech. Hebt ruf zum Poretz dem Kopf, öffnet das Mäul und singt ihm auf. Ai, 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 da der Poretz war voll im Bild, bin zum Sub mit der Ritter im Schild. Steht gebunden, die Beitschaft ihm springt, aber gehäuben seinen Nigen singt. Ai, 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 ai.